Hallo zusammen, du bist Crown Cletus oder Chris. Hoffe, es geht nicht gut, hoffe, alles klar. Im Hintergrund seht ihr ein Skyrim VR-Gameplay. Zu dem später ein bisschen mehr dann noch. Oder nein, wisst ihr was? Komm, bringen wir doch den jetzt gerade. Skyrim, ich habe es eventuell schon mal erzählt, habe ich ja nie wirklich gespielt. Auf dem PC mal irgendwie bei einem Sale gekauft. Und dann bin ich einfach an der Anfangssequenz, hat es dort gehört, wo der Drache ist, gekommen, also nachdem dass sie den Typ geköpft haben. Also wirklich ganz am Anfang des Spiels. Und habe dann den Eindruck gehabt, das ist nicht so für mich. Jetzt ist ja Skyrim VR für PS4 momentan noch exklusiv rausgekommen. Hat sich verkauft wie ein Mohrenscheins. Und ja, ich habe ein paar Tage hin und her überlegt, lohnt es sich wirklich? Habe ich dann wirklich auch Zeit zum Spielen? Momentan ist ja eine riesige Gameflut. Und ich muss sagen, es hat sich gelohnt, dass ich es am Schluss dann gleich gekauft habe. Hey, es ist richtig faszinierend. Klar, grafisch muss man absolut nichts erwarten, aber sie haben gleich schöne Effekte drin. Es gibt schöne Indoor-Gebiete und einfach das Spielgefühl, dass man so frei ist, das ist absolut faszinierend. Das ist eigentlich das, was ich seit anfänglichen Oculus DK1-Tagen mir gewünscht habe. Ein Game, wo man einfach mal drauf loslaufen kann und überall Abenteuer erlebt. Und ob einem jetzt das mittelalterliche Zeug gefällt oder nicht, ja, rein nur die Freiheit zu haben ist super. Man kann sehr viele Komfortfunktionen anpassen, einstellen. Und das Geniale ist, dass ich dort laufen kann, ohne dass es mir schlecht wird. Das ist wirklich sehr faszinierend. Das war früher noch nicht der Fall gewesen. Was ich gerne noch drin habe, ist einfach für die Drehungen, dass ich halt einfach mit so 30 Grad Sprüngen arbeite, weil flüssiges Drehen, auf dem PC habe ich mir jetzt so Serious Sam 3 VR gezogen und dort kann man ja auch sehr viel einstellen, wegen dem schnell der Schwenker. Durch das flüssige Drehen hat mein Magen, das geht 5 Sekunden und dann ist es mir übel, richtig übel. Darum, das mit diesen Sprüngen kann ich in VR sehr gut akzeptieren. Ich bin mir auch bewusst, dass ich trotz allem nur im Game bin und dort sind die Sprünge zum Teil sogar ein Vorteil, ist man sogar noch ein bisschen schneller beim Drehen. Zum Zuschauen sieht es ein bisschen gespässig aus, muss ich sagen, nachdem ich hier das Video gecheckt habe. Die Steuerung, eben mit dem Move-Controller spiele ich es ausschliesslich stehend, für so ein bisschen das Extra-Feeling noch. Ist voll in Ordnung, man muss sich daran gewöhnen, aber dann ist man richtig flink. Ich war nur eine Stunde und finde es sehr sympathisch. Wirklich ganz eine gute Sache. Wenn ich aber ein bisschen dazu komme, spiele ich mal ein Stündchen, weil die Sache ist die, wenn das VR-Headset anlegst und in die Welt eintauchst, dann bist du wirklich gerade ein paar Minuten dran und nicht nach 10 Minuten schon wieder draussen. Sehr nice. Was auch sehr nice ist, auf der Suche nach einem Multiplayer-Game, sind wir auf Fortnite gestoßen, Battle Royale. Und wer hätte es gedacht? Ich habe den ganzen Hype um das PUBG mitbekommen und auch mitbekommen, was nach dem Fortnite ist abgelaufen. Zum Game ist es aber voll geil. Hey. Voll geil. Das ganze Battle Royale-Prinzip finde ich sehr flashig, mittlerweile sogar flashiger als das Call of Duty, wo zwar pro Sekunde 17 Kills kannst machen und im Fortnite mache ich vielleicht mal 1 oder 2, aber es ist umso spannender. Hey, es gefällt mir ausgezeichnet. Wir sind jetzt noch nicht so lange am Spielen. Jetzt gerade mal Level 10, wollte also noch nicht zu viel Lorbeeren verteilen, aber Anfangseindruck absolut top. Und es ist gratis. Richtig nice. Ich möchte wieder Richtung Switch schwenken für eine Sekunde. Und zwar ist ja dort das Batman, die Telltale Series rausgekommen. Das habe ich vorher nie gespielt. Die Telltale Games habe ich auch mal als Walking Dead gespielt, aber dann musste ich sagen, das ist irgendwie nicht so mein Ding. Beim Batman, es ist ja nicht wirklich ein Game, es ist mehr so eine Geschichte, wo man leichte Einflüsse nehmen kann und auch wenn die Antworten zum Teil nicht so einen Impact haben, ist es schon noch interessant. Die Geschichte selber eben von dieser ersten Serie, Batman Telltale Games, ist ausgezeichnet. Hey, ich habe schon lange nicht mehr so eine geile Batman-Story mitbekommen. Es ist richtig cool, wie sie das mit dem Charakter gemacht haben. Mit seinen Eltern. Wow, wirklich faszinierend. Viele Facetten beim Batman sind eigentlich immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden. Eben auch der Tod von seinen Eltern. Den Vorfall hat man zwar schon millionenfach gesehen, mittlerweile fast. Aber jetzt hier geht es noch richtig tief rein. Also echt cool. Ja, für die Batman interessieren und das noch nicht können, ist wirklich noch interessant, schon rein nur vor der Geschichte. Also, dann auf dem Switch ist ja auch das Aqua Moto Utopia oder so rausgekommen. In dem Sinne so ein Wave Race Verschnitt. Man merkt, sie haben definitiv in die Richtung gearbeitet. Und
ich habe mir das schon vor einer Zeit vorgestellt. Ist ja, glaube ich, ein Mobile-Game, das dann auch mal auf der PS4 und auf dem PC gelandet ist. Und um mir mal einen ersten Eindruck zu verschaffen, habe ich mir es auf der PS4 geholt. Und dort, ja, die Steuerung ist auch ein bisschen gespässig, das Wassergefühl ist auch nicht wirklich wie Wasser. Ja, aber wenn man sich mal so ein bisschen über die Enttäuschung weggekämpft hat, ist es ein okay Game, so ein 6 oder 7 von 10, würde ich sagen. Läuft auf der PS4 eventuell mit 60 Bilder pro Sekunde, weil auf dem Switch läuft es ganz sicher nicht. Wenn mit 30 überhaupt, und es ist fast unspielbar. Es macht es richtig schwer, dass die Performance so mies ist. Ja, richtige Gurke. Viel weniger Gurke und auch ein Mobile Game ist das Gear Club Unlimited. Ich sollte mir die Sachen aber ein bisschen genauer aufschreiben. Ist irgendwie schon eine Woche vor dem Release bei mir plötzlich im Briefkasten gelegen und bin positiv überrascht worden, weil am Anfang hatte ich den Eindruck, ja, das sind alles nur so kurze Sprintrennen, man muss fast länger laden, als man dann fahren kann. Aber es bietet doch einen Umfang, der sehr, sehr, sehr gross ist. Hey, die Map ist big, was dort immer wieder neu aufgedeckt wird, die Kehren, die man wählen kann, das Tuning, das man machen kann. Und man merkt halt, es ist ein Mobile-Game in der Hinsicht, dass man fast immer mit irgendetwas belohnt wird, aber das ist ja nichts so Schlechtes. Und wenn man auch die Steuerung, die ganzen Assistenten rausnimmt, ist es doch auch ein interessantes Arcade-Racing-Game. Absolut positive Überraschung im Vergleich zum Wave Race-Verschnitt. Wirklich hätte ich nicht gedacht, dass das so gut daherrollt. Was gang noch gäbig rollt und jetzt bei etwa 320 Power-Münzen bei, ist das Mario. Vor allem auch mit den Kleinen immer wieder eine Runde am Spielen, wieder ein paar Münzen am Sammeln oder kaufen. So ein geniales Game, so ein fröhliches Game, so ein Good-Feeling-Game, hey, wirklich, wirklich top. Das Doom auf dem Switch spiele ich nicht mehr allzu oft, habe mittlerweile bei den Missionen ein bisschen weiter gespielt, online spiele ich es gerade gar nicht mehr, halt auch aus Zeitgründen und wegen Fortnite. Ja, Performance-Probleme sind halt schon vorhanden. Also in den späteren Level, wenn es dann ein bisschen heißer zu und her geht und ich spiele es auf einem normalen Schwierigkeitsgrad, ich muss den Nightmare jetzt auch mal probieren. Ja, ist gang noch super, ultra, mega cool, dass sie es auf den Switch gebracht haben. Aber vielleicht hat man noch ein Moment länger müssen optimieren oder so, whatever. Es ist von vielen verglichen worden wie mit der SNES-Version vom Original Doom damals. Es war auch ein kleines Wunder gewesen, dass es dort gelaufen ist. Und rein von dem her, big up, dass sie eben das auf dem Switch auch machen können, dass ich das Doom jetzt gang dabei habe. Yeah. Was ich heute auch schon im Briefkasten hatte, ist das Doom VR. Ich konnte jetzt noch nicht ausprobieren. Es heisst jedoch, dass man mit dem Aim-Controller, mit der Knarre oder auch mit dem DS4, mit dem Controller, scheint es ganz normal rumlaufen, was ich sehr geil würde finden. Ich hoffe, das stimmt auch. Und ich werde sicher dann auch noch kurz berichten, wie das eben läuft mit dem Doom VR. Hoi. Weiter im Redefluss, eure Köpfe glühen hoffentlich noch nicht. Das Horizon Zero Dawn. Frozen Wilds habe ich natürlich durchgespielt, noch nicht alles gesammelt, weil ich halt einfach auch noch andere Games am Laufen habe. Absolut geniale DLC, absolut beeindruckend. Ich habe wieder so viele Fotos gemacht. Auch die Story-Mission, es ist ein super Game. Gerade auf das andere Spektrum, oder auf die andere Seite des Spektrum, bei den Scheiß-Games, das NFS, habe ich jetzt nicht mehr wirklich gespielt. Es ist zum Teil zwar so, dass ich so ein bisschen Bock auf Racing-Games habe und jetzt habe ich ja zum Glück das auf dem Switch. Aber vorher habe ich ab und zu noch eine Runde gespielt, aber der Crap sollte man echt nicht unterstützen, was EA hier geboten hat. Auch wenn sie es jetzt ein bisschen angepasst haben. Get the fuck out of here, hey. Und das Battlefront 2 müssen wir ja gar nicht davon reden, da habt ihr ja sicher alle davon gehört. Sorry. Weil mich Star Wars halt nicht so interessiert, habe ich es nicht gespielt. Und jetzt mit dem ganzen Trubel noch haben Electronic Arts nicht wegen nichts. Sie sind jetzt manches Jahr auf die schlechteste Firma in Amerika gewählt worden. Es ist schon krass, was die sich leisten. Ja, vom Call of Duty höre ich nicht ganz so viel. Sicher auch, weil ich mir nicht so drum tue. Würde mich aber schon noch interessieren, die es spielen. Falls ihr Bock habt. Wie ist es so, wieder im Zweiten Weltkrieg zu sein? Und
Ja, zum Abschluss Virtual Reality. Ich habe es manchmal dieses Jahr gesagt, dass ich nicht ganz so zufrieden bin, aber langsam rollen die Games rein. Hey, eben die Serious Sam Serie. Es gibt irgendwie so ein Deadly Space 2 VR oder so, wo auch ziemlich abgeht. Zum Teil Low-Budget-Games, die aber langsam auch Content liefern, wo nicht immer nur so eine Schiessbude sind, wo die einfach ein bisschen drehen, ein bisschen Zeug abschießen, auch wenn sie dort auch viel jetzt noch verbessert haben. Aber ja, ich bin momentan wieder recht am Eintauchen, zum Teil auch einfach auf Google Earth VR ein bisschen rumziehen, ein bisschen sich Plätze anschauen und halt einfach, ja, keine Ahnung, in diesem Virtual Reality Raum ein bisschen verweilen, ab und zu ein paar Games spielen. Ich habe mir jetzt noch das Deluxe Audio Strap gezogen für das Vive und das ist wirklich Tag und Nacht zu dem ziemlich schlechten, anfänglichen, besseren Skibrillenband, zum jetzt wirklich, es ist im Stil von nicht ganz so flink wie jetzt PlayStation VR, aber geht absolut in die Richtung, hat hinten auch so einen Dreikopfknopf. Hinten am Kopf ein Dreiknopf zum Fixieren. Genau auf der Seite sind gerade die eingebauten Headphones, die einfach abdrehen, runterkippen, dass es genau auf deine Ohren passt. Es ist sehr angenehm, wenn das Gewicht über den ganzen Kopf verteilt ist. Und rein von dem her eine grosse Verbesserung. Jetzt hoffe ich, dass sie dann noch ein paar neue Controller rausbringen, weil die Vans sind einfach schon ein bisschen crap. Das Touchpad funktioniert einfach nicht wirklich so präzise, finde ich. Und auch die seitlichen Knöpfe und alles, ja. Sie liegen gut in meinen Hängen, aber eben Knöpfe, Platzierung und die Wahl, das ist einfach Halleluja, hey, wirklich. Sie haben aber ja ein paar Prototypen am Laufen und man kann gespannt sein. Weil Oculus hat dort definitiv etwas voraus mit ihren Touch-Controller. Aber dafür bekommen sie keines von diesen Bethesda-Games wie eben Fallout, Skyrim oder Doom, was auch ein bisschen, so grosse Firmen tralala ist, aber man kann es ja sicher auch irgendwie hermoden auf dem PC, dass man es dann gleich spielen kann. Skyrim wird sicher auf dem PC auch mal spielbar sein, der vermutlich auch so eine Jahresexklusivität. Jetzt im Januar sollte ja dann vielleicht das Resident Evil 7 auch endlich in VR spielbar sein auf dem PC. Ja, es wird sich zeigen. Game-mässig, ja, jetzt gibt es dann noch den DLC eben für das Resident Evil 7, freue ich mich auch drauf. Das Okami HD bin ich auch gespannt. Aber näher ist es das, glaube ich, mal dieses Jahr. Und ich bin schon ein bisschen froh, weil ja, ich habe mich ziemlich limitiert, was Games angeht, wenn man die ganzen Games jetzt gehört hat, die ich darüber erzählt habe. Aber es ist effektiv so family-technisch, zeittechnisch, auch noch ein bisschen andere Hobbys mittlerweile. Ja, ist es eben schon so, dass man sich ein bisschen limitieren muss und das kann ein absoluter Vorteil sein. So ist man halt bewusster hinter etwas dahinter, als wenn man eine riesen Flut hat. Und schon so bin ich gäbig am Schwimmen. Aber dank dem Switch habe ich wirklich auch immer die Gelegenheit, jetzt Games weiterzuspielen, die eben richtige Games sind und nicht nur so Mobile-Spiele. Und auch wenn sie vom Mobile-Markt kommen zum Teil, haben die einen absolut berechtigten Platz auf dem Switch. Slain Back from Hell kommt ja jetzt auch noch auf den Switch. Das ist ja auch auf der grossen Konsole und auf dem PC schon rausgekommen, halt so eine Oldschool Side-Scrolling Slasher. Und ich finde, das ist jetzt auch wieder die perfekte Plattform für das Game. Hei, richtig nice. Ich hoffe, ihr habt auch etwas Cooles zum Zocken. Hey. So ein bisschen in diesen kühlen Tagen, drinnen ein bisschen chillen und habt's gut. Hey, merci für die Aufmerksamkeit. Tschüss zusammen.